Meine Freunde, wenn es euch geht, wie es mir geht, dann habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich noch einmal so den anderen stehen als Fraktionspräsident. Und ich kann das Reden nicht aufhängen, ohne aber ein paar Worte über den Gast zu sagen. Ich sage aber nicht allzu viel, weil ich schon Mengen auch eine Information, eine Insider-Information, dass der Chance Jean auch noch einmal auf das Sujet Gast zu schwätzen kann. Mir als Fraktionspräsident als Neuen ein bisschen wider Willen, wenn ich der Meinung bin, dass der Gast niemals der Pension gehen, muss ich aber sagen, dass er einfach ein Lebensfreund und ein fantastischer Politiker ist. Gast, was du gemacht hast in den letzten Jahren, wisst ihr, ich war 12 Jahre mit dir an der Chambre, so ungefähr 12 Jahre. Und du warst nicht nur extrem kompetent an den Interventionen, du warst witzig, du warst immens gut an den Analysen. Du hast nicht nur ein Eisfried gemacht, ein Eishofrisch gemacht, als du geschwärzt hast, du wirst die ganze Chambre immer eng bereichert. Das ist wirklich. Wenn du guckst, was du erreicht hast in deiner Karriere, für die Rentengerechtigkeit hier im Land. Und auch für Demokratie, mit dem Prozess, den der Lechter an den letzten Jahren erzogen wird, also den letzten Monaten, das Rezent von Xavier Bettel, den ein Penalplan gegen den Oppositionspolitiker gemacht hat, weil diese Quellen nicht voll bekannt gehen. Etwas, was den niemals soll vergessen, wenn das Regierung von Demokratie am Osten von Europa schwätzt oder so, da soll man immer an den Fall Liberia denken. Dass du optisch geholt hast, wo du die Partei gegründet hast. Ich meine, mich zu erinnern, du hast mir erzählt, du hast eine Hypothek auf dein Haus geholt, wir können für dein Ziel anzusteuern. Du hast alles gegeben, du hast Risiken geholt, du hast dich ausgesagt, du hast dich jahrelang heftiger Kritik ausgesagt. Das wird eher optisch geheilt, gemeint, wenn ich mich gut erinnere. Mit uns hast du beeindruckt, ganz Land hast du beeindruckt, du hast heute verdient, dass jeder sieht, du bist ein fantastischer Politiker und ein wunderbarer Mensch. Das passt nicht. Mir die Meinung wird nicht gerade überall geteilt. Schon höher von unserem Mordarbeidsstammsekretariat, dass der anscheinend von Sie gesagt viel Zigarren ausgeteilt hast. Ich weiß nicht, wo die kommen, kubanisch oder andere. Wir sind aber dezidiert, dass sie leicht wird, weil ein Hund am Mordarbeidstab in der Fraktion und hier auch etwas geschenkt an diesem Kontext. Das ist hier irgendwo Sinn, wenn ich mich nicht. Ich meine, das heißt, am Kontext von der letzten Zigarette gesehen, Gast immer den Maske und du musst ein paar Mal umdrehen, meine ich. Also am Namen von dem Mordarbeidstab im Sekretariat, den übrigens ein fantastisch Arbeit möchte, habe ich auch gesagt gehen, der möchte hier ein Zigarre überreichen. Bleib frei, Gast, bleib frei. Weil es kommen ein paar Sachen, ich meine, Jean hat doch den Gläser schon sagt nach Mattbrust. Aber etwas musst du auch wissen. Wir haben auch als Fraktion wollten wir ein kleines Kado machen. An der Rolle hat sich durchgesagt, an ein paar Wörter, das sind so ein paar 100 Seiten, abgeschrieben, was du der letzten Politik gebracht hast. Wir haben nicht alle geschrieben. Das Buch als Mendy verbessert gehen, das zum Roller geschrieben gehen. Und wird ein ganz krumm, weil ich total ungeschickt sie viert niemand dran geschrieben. Das sind das. Voilà. Liebe Gast, hier selbst zu lesen, an der Erinnerung, an jeden Heibannen kriegt er nur denselben Text ausgedeelt, den der Gast noch kriegt, wie hin zu ehren, an ihm als Fraktion. Merci zu sagen, für das, was er gemacht hat. Das ist der Gast, wir bringen dich mit Laufen. Merci, Jacques. Und als Filmequipe hat er ein Kado gemacht. Filmcrew. Und du weißt mal nicht, was dran ist. Voilà. Das ist also eine Überraschung für dich auf die Reise alle gut. Du probierst
probiere ich dann Gast, weil da war am Menge an unmöglich ist, einen Nachfolger für dich zu sehen und zu gehen. Aber ich will für mir alle gut an dem Geist für schaffen, den du als mal auf den Weg gehen hast. Noch ein merci dafür. Ich weiß, ich weiß, dass viele Leute an den anderen Parteien sich sagen, mein Gott, du hast den Gast fort, da können wir da die vergessen. Ich will sagen, es gibt schon einen am Land, den das gedurcht hat, den als unbedingt von Futti man, das ist der Jean-Claude Juncker. Den ist heute an der Pension und wir sind noch da. Für den anderen noch alles klar zu sagen, dass man nicht River sind, nicht abhalen mit der Politik, weil der Gast nicht mehr an der ersten Reihe steht, will ich als direkt ein paar Ziele setzen. Ich proposiere das. Wir werden das alles zusammen diskutieren und dezidieren. Aber lass mal klar sagen, dass wir 3 Wahlen an 3 Jahren haben. 3 Jahre für uns, 3 Wahlen kurz nach der Nähe. Und wir gehen an die Wahlen nicht für sie zu verlieren, sondern für sie zu gewinnen. Ich meine, wir haben heute gesehen, an den Präsentationen auch von Michel Lemaire, von Sylvie, von unseren Deputierten, dem Roy, dem Jeff und dem Fred, wie eine Qualität wir auch können an Politik heranbringen. Wir haben eine Valeur ajoutée. Wir gehen an die Gemengewahlen, das ist nicht nur, wo die ADR traditionell am stärksten auftritt, aber wir werden überall da, wo wir eine Sektion haben, die aktiv ist, die will mitmachen, werden wir sie unterstützen. Wir wollen auch weiter an den Gemengen, so gut wie es geht, und so viel wie es nicht mehr geht, vertreten sein. Wir haben die Europawahlen 2024. Und da will ich ein Wort mehr dazu sagen. Wir hatten noch, ich meine, den Parteipräsident Jean und andere daran erinnert, dass wir 10, irgendetwas bei den letzten Wahlen gemacht haben, ein ganz, ganz gutes Resultat. Das ist nicht Durchgang für ein Mandat. Es sind 6 Deputierte gewählt, die von 4 verschiedenen Parteien mit genau enger Meinung. Alle sind sie für den Europäischen Föderalstaat. Es ist höchste Zeit, dass man im Europäischen Parlament auch ein Lützeburger Vertreter sieht, den man eine andere Meinung hat. Die sieht, dass man in Europa von den Nationen Welt einfach die bessere Modell als für Europa dauerhaft abzurichten. Wir brauchen Stimmen von der ADR am Europaparlament. Und das Ziel ist ganz klar, dass auch die Europapolitik an den nächsten Jahren so machen, dass wir den Deputierten, den wir brauchen, den wir hätten, den Lützeburg braucht, für eine andere Stimme, dass wir den auch als ADR kriegen. Wir wollten noch einmal sagen, was in Europa nur am Blickglas ist. Die Europäische Kommission und die anderen Staaten probieren mit allen Mitteln, für weiter Prüfungen und die Europäische Union zu gehen, ohne Vertragsänderung, weil sie Vertragsänderungen fährten. Weil das an die Öffentlichkeit kommen, an das Parlament, da muss diskutiert gehen, und sie wissen, dass sie keine Majoritäten mehr kriegen. Erinnere dich beim Lissabon-Vertrag, es wurde schon ein Nee an Frankreich, an ein Nee an Holland, an heute zu Lützeburg, wie gesagt wird, immer, wir wären so europafreundlich, vor den knapp 54%. Sie fährten Träteänderungen, und dafür gibt Lernsträte, probiert immer mehr Pouvoiren und europäische Institutionen zu gehen. Aber Blick haben sie ungefähr mit einer Konferenz über die Zukunft von Europa, wo auch Parlamente rausgelost gehen, wo Bürgerversammlungen sollen Ideen entwickeln, die da sollen umgesetzt gehen. Wir werden den Prozess begleiten, wir bringen ihn an die Öffentlichkeit, wir suchen, was aus, wir können auch öffentlich zu diskutieren. Wir machen Europa, wie heute Michel gesagt, Mathe-Leid und nicht von Ruf gegen Leid. Wir haben Nationalwahlen. Nationalwahlen 2023. Und auch da setzen wir uns ein Ziel. Wir wollen ob Manst Fraktionsstärke nach aktuellen Kriterien 2023 kriegen 5 Deputierten ob Manst. Das ist das Ziel, das wir uns setzen. Es ist realistisch, weil wir als einzige Partei am politischen Spektrum ein Gremium besetzen, wo sonst kein zu finden ist. Keine andere Partei, just wie die Beispiele zu nennen, kann man so Propositionen mit so einer Objektivität und Sache ruguen, wie zum Beispiel der Frieden beschrieben wird an der Klimapolitik, der Roy am Logement. Kein anderer hat zum Beispiel eine Position, die so klar näher sieht zu der Asylbahn Migrationspolitik wie der ADR.
Wir können nicht packen, wir bringen als Positionen, wir sind eine Programmpartei, eine Positionspartei, wir bringen es fertig, Leute zu überzeugen und zu sagen, wenn er eine andere Politik hat, die muss ADR wählen. Wir stehen doch zur Verfügung für Verantwortung zu überholen, wir können das, wir wollen das, und wir gehen den Weg. Ich will heute vielleicht lo wo man Wirsel hunn, dats eng en normale Entwicklung an enger Partei. Vielleicht mal de puwur nach en Ker soen, wo man stehen, fir wat man astehen. An de puwur, well man drei Sujet, drei Bereicher vielleicht sollen uschwätzen. Als Gesellschaft, als Ökonomie, an als Sicherheit. Und ich denke nur mit der Gesellschaft dann do, wo man wirklich vielleicht den echten Akzent setzen, das beim Mensch. Wir haben ein Menschenbild als ADR und wir vertreten das konsequent, was kein anderen hat. Wir haben einen tiefen Respekt für den Mensch und für sein Leben. Wir haben immer über die letzten Jahre auch mit kritischen, ethischen und bioethischen Themen immer Parteien im Schwachen geholt. Das ist etwas, was das immens ehrt. Wir haben Partei geholt vom ungeborenen Kant. Wir haben Partei geholt von der Frau, die Hilfe braucht in einer Notsituation, die nicht weiß, ob sie die Courage hat und Mittel wie ja zum Kant zu suchen. Wir haben uns die Leute gedurcht, die vielleicht wissen, dass sie geschwind sterben und die Hilfe brauchen und Unterstützung. Wir sind immer den Weg gegangen von der Hand, die gerecht wird, und nicht von der Hand, die weggezogen wird. Ich will auch so an der aktuellen politischen Diskussion. Gibt es so viele Tendenzen, wo die Partei braucht, die nach moralischen und ethischen Überlegungen auftritt. Wir haben eine Politik, die immer mehr hingeht und kann zu einem Objekt de Commerce möchte. Kann Haut, kann kaufen, verkaufen. Nicht mit Eis. Wir sagen immer, dass der Kant ein Mensch aus dieser eigenen Dignität wird von Anfang an. Wir wollen nicht an eine Gesellschaft kommen, wo arme Frauen ausgebeutet gehen für Kinder, für reiche Familien, für reiche Frauen auf die Welt zu setzen. Ein Kant ist niemals ein Handelsfuhr. Wir werden hier im Land mit denen sind, mit denen. Die wir am Ausland darum abgreifen, wird in der politischen Diskussion während langer Zeit an den Hintergrund geraten ist. Wir wissen heute, und das so schön dazu gesehen, dass viele Länder, an Deutschland, an Frankreich, an den USA, haben da Zehntausende, Hunderttausende Leute auf die Straße gehen, für die Grundsätze anzusteuern, für den Menschen den Platz zu geben, die ihn hat, auch an unserer Gesellschaft, die Eichplatz. Der Mensch als seiner Dignität, und wir holen ab als seiner Schwäche. Wir sollten hier gehen. Und auch all denen Älteren, die sich freuen, die wissen, ich kriege eine Kant, das hat eine Behinderung. Und die nicht wissen, ob sie das packen. Die vielleicht fehlt die ja zum Kant so, aber nicht wissen, was geschieht dann am Kant, wenn ich mal ein Kerl selber nicht mit da sind oder wenn ich nicht mit packe, wie mich drum zu kümmern. Wir sollten nach endlich hingehen und auch denen Leute gehen. Also, wir geben nicht die Garantie, dass wir als Staat während dem ganzen Leben auch vom Behinderten kann, zu dem die ja sagt, dass wir da sind und ich unterstützen dabei. Wir haben ein Jahr zur Familie. Nicht nur der Mensch, sondern ein Jahr zu der Familie, was keine andere Partei hat. Wir haben die Idee vom Kannergeld. Wir sind eine Partei, die resolut kannerfreundlich ist. Ich erinnere just Madame Kahn, das war eigentlich ihren ersten Aussage, wo der Minister gouf, wo sie gesagt hat, wir wollen keine natalistische Politik. Aber wir haben nicht keine natalistische Politik. Wir wissen, das kann, ich meine, Michel oder Sylvie hatten dann hier gesagt, das kann Fried als Hoffnung von einer Gesellschaft, Zukunft von einer Gesellschaft. Und wir sagen ja zum Kant, ja zu der Familie. Wir wollen nicht, Sylvie hat gesagt, dass an der Steuerreform Familie irgendwie benötigt wird. Wir wollen eine Gleichheitspolitik auch für Männer. Wisst ihr, Madame Tonser hat ein Projekt de Loi am Reusinger Justizkommission angeregt über verschiedene Modalitäten rund um die Geburt. Was interessant ist, dass ein Mann nach immer Mam genannt wird, wir wissen, wie Pap genannt wird am neuen Gesetz, autre parent de naissance. Das Wort Père geht nicht mehr. Wir sind bei einer Regierung, die an ihrer Ideologie, an ihrem Fanatismus, an ihrer
an ihrer Negation von der biologischen Vorrechten an Evidenzen so weit aus, dass das vor Per, der Pap göttet nicht mehr. Das sind aber die nach Leute zu Pappendach gratulieren. Nee, bei erst nicht Mam a Pap, all Menschen Mam a Pap, all Menschen recht, all Kant mit Mam a Pap zu summen zu sehen, an all Mam a Pap und recht mit der Kanner zu summen zu sehen, das ist nicht. Wieso ja zum Mensch, ja zum schwachen Mensch, ja zu der Familie, ja zu unserem Land. Auch das ist nicht evident. Und Herr Büttel hält das Tür, nicht das Tür, das Woche. Ein Red an der Chambre nicht über die Lage von der Nation, aber du Pays, über das Land, weil das Wort Nation hält den nicht mehr an den Mund, außer vielleicht wird schlecht zu machen. Während Jahren haben wir eine Diskussion sur l'état du Pays und nicht mehr l'état de la Nation. Das ist bewusst Politik. Wir als ADR so ja zu Lützeburg. Wir so ja zu unserer Souveränität. Wir wollen keine Verfassung, wie es am Blick geplant, als wir praktisch alle Rechte der Europäischen Union aufgeben, von der man nicht wissen, wie sie sich entwickelt. Wir haben da Diskussionen und wir werden nicht immer in die Öffentlichkeit bringen, die zum Teil absurd sind. Wir haben an der Verfassung zum Beispiel einen Begriff, immer so le Grand-Duc a le droit de patrimoine. Das ist eine Formulierung, die schön ist, das ist eine Tournure. Das heißt, wir haben eine Nationalwährung. Aber was wir gemerkt haben, wir sind an einer Währungsunion und wir haben dummer, da weil wir auch das Recht haben, auf eine eigene Währung, haben wir nur den Euro gemacht. Aber das ist, weil wir das Recht haben, eine Währung zu machen. Lo wollen sie zum Beispiel nicht nehmen, dass wir als Recht der Europäischen Union können definitiv aufgeben, sie wollen auch aus der Verfassung rausholen, dass wir das Recht verlieren, überhaupt noch eine Währung zu holen. Auch die Passage soll gestraft gehen. Wir haben der Beispiele viel, wir werden es als ADR thematisieren und noch an die Öffentlichkeit bringen. Wieso ja zu Lützeburger Spruch, zu einer eigenen Kultur, das ist eine immense Leistung, dass wir als butzig Kleinland überhaupt nicht fertig tun, eine sprachliche Identität über die Jahrhunderte und Jahrzehnte in letzter Zeit, trotz starken anderen Einfluss zu behalten, eine Kultur zu haben, auf der wir höflich sind, mit ihrer Literatur, mit ihrer Musik. Und wir wollen die auch in die nächste Generation Führung gehen. Wir machen aus der Spruch nicht, wie gesagt, einen Exklusionsfaktor. Wir machen einen Inklusionsfaktor daraus. Wir hätten, dass all die Ausländer, die kommen, auf der Basis von der Lützeburger Spruch sich komplett in unsere Gesellschaft integrieren, wir auch komplett in dieser Gesellschaft können Teil zu werden. Wenn das nicht will, wenn nicht will, dass Leute hinkommen an Lützeburg, was ja der Spruch aus nachher, wo weit mehr wiederhalten, von den Leuten hier wohnen. Den exkluiert Leute. Wir hatten hier schon Lieblinge, und wahrscheinlich jeder Reinheitbanden hat Leute, die besonders gerne verfolgt in den öffentlichen Diskussionen. Laura Zuccoli als eine Dame, die ich immer ganz gerne als Referenz auch gesehen. Und sie hat an einem Interview, den ich hier fand, und du hast sie gefragt gehen, la langue luxembourgeoise fait-elle partie intégrante de l'identité luxembourgeoise? Antwort, le multilinguisme est le symbole de notre identité nationale. Ja, aber nicht das allein. Das wichtigste Element ist, dass wir Lützeburger Spruch haben, dass wir sie behalten, dass wir sie pflegen, dass wir gesetzlich an anderen Initiativen weitertreiben, für dafür zu sorgen, dass der Spruch nicht verschwindet. Wir haben als ADR getags gesucht, weil auch die Jungen und so weiter zum Teil dann auf die Straße gehen, weil sie auch geringe Pressionsgruppen dann noch zum Teil davon mobilisiert gehen. Der getags gesucht, wir hätten nicht genug Rückklang bei den jungen Leuten. Ich glaube das nicht. Ich meine, wenn ich die Entwicklungen in Europa gesehen und auch in Amerika, meine ich, dass die Programme, die wir proposieren, auch bei jungen Leuten ganz viel Rückklang fallen. Und trotzdem will ich aber hier klar sagen, dass man in unserem Programm als Relation mit den jungen Leuten priorisieren. Und zwar müssen wir ganz klar versprechen. Das erste ist, dass wir gucken, dass die jungen Leute einen Schulaufschluss kriegen, mit dem sie kompetitiv sind gegenüber der Konkurrenz, einen Schulaufschluss mit hoher Qualität, und zwar an einer öffentlichen Gratisschule.
Das ist ganz wichtig. Wir hatten hier im Land eine öffentliche Schule, die gratis all jungen Menschen ein Diplom, ein Zierdel mitgeben, eine Formation mitgeben, mit dem man bis zum Arbeitsmarkt aufhängen. Heute gehen in der Stadt Lützeburg noch 50% der Schüler an eine öffentliche Schule. Vertrauen als fort. Leute, wenn möglich gibt Leute an Privatschulen, die öffentliche Schule verliert Vertrauen von den Leuten. Das darf nicht sein. Wir hätten gerne an der Sozialpolitik, dass die jungen Leute können gratis, egal aus welcher Familie kommen, egal aus welcher sozialer Schicht, dass sie bei ihnen an der Schule sind und wissen, dass wir hier lehren, das bringt das etwas am Leben. Wir machen aus der Schule eine Qualitätsschule. Das Zweite. Das Zweite ist, wir haben auch mit der Schuldenpolitik. Weil wir leben als Staat über unsere Verhältnisse. Der Gast ist nicht mitgehen, über alte Jahre zu sagen, über lange Jahre zu sagen, der Staat bezahlt Kapital, wenn er Schulden möchte, nicht zurück. Wenn wir alle gut hingehen und wir machen Schuld für ein Hausreu, für irgendetwas, dann bezahlen wir Zinsen und Kapital zurück. Der Staat möchte das nicht. Der Staat möchte Schuld und Nachschuld und Nachschuld und dann geht das als erfolgreich verkauft. Nein. Wir sagen, wer Schuld möchte, den muss das verantworten können. Aber wenn er Schuld möchte, über seine Verhältnisse zu leben, dann lebt er auf Kosten in den nächsten Generationen. Wir wollen auch, dass die nächste Generation, an die Generation Dono, kann verantwortlich dezidieren, wie sie will das Land gestalten, ihr Leben gestalten, und nicht dadurch gehindert wird, dass wir Schulden gemacht haben, die auf ihre Schulden an die sie müssen bezahlen. Wir müssen auch den Courage haben, für zu sagen, es gibt langfristig verstoppte Schulden in unserem Land. Wir müssen hingehen, und das so nicht auch, ohne etwas wegzuholen, und die langfristig finanzielle Paket von unserem Pensionssystem denken. Wir haben als ADR Kredibilität, weil so da als angefangen geht. Wie zu sagen, dass man überlegen, wie man das Pensionssystem so gestalten, dass nicht nur bis 2040 aufgesichert ist, aber eben auch nach Dono, dass man wirklich langfristig denken, und es sind immer zwei Parteien, muss ich sagen, am Land, die dazu, dass wir endlich müssen anfangen, auch die Sujet anzupacken, die natürlich nicht populär ist. Aber das ist eine Sache von der politischen Verantwortung. Aber wenn ich will Verantwortung drauf, wie wir es wollen machen, muss ich den Courage haben, auch die Sujet anzupacken. Wir sind als ADR für den Dialog bereit, für die langfristige Aufsicherung von unseren Pensionen zu diskutieren. Und so ein Ziel ist nicht etwas wegzuholen, wenn man nicht darüber diskutieren. Wenn man fertig bringen, nach 5 oder 10 Jahren an die Welt zeigen zu lassen, ohne dass man aufhängen, die Diskussion zu feiern, da kommen wir vielleicht an eine Situation, wo Leute müssen abaußen hinholen. Wir wollen das nicht, wir gehen das Sujet an. Der nächste Punkt ist der vom Umweltschutz. Der Fred hat darüber geschwärzt. Und ich will das nicht paraphrasieren, was hier gesagt wird. Ich will just so, wir machen den Umweltschutz auch zu einer Priorität, aber wir machen ihn engagiert ohne Ideologie. Wir machen ihn pragmatisch. Wir denken den Umweltschutz auch zusammen mit den ökonomischen Besoinen vom Land, weil wenn wir das nicht machen, ist ja ein Arbeitsplätzeverlust zu registrieren, das ist Sozialaufbau. Guckt, wer die Arbeit geschrieben hat, ArcelorMittal, wo sie 570 Arbeitsplätze an das Gespräch gebracht hat. Ein von den Argumenten für den Emission Trading System, also die geringe Umweltpolitik, als ein von den loschenden Argumenten für Sozialaufbau. Wir machen das nicht, wir machen engagierten Umweltschutz, ohne die ökonomischen Interessen von unserem Land zu vergessen. Wir wollen Arbeitsplätze erhalten, qualitativ Arbeitsplätze mit Umweltschutz, aber verantwortungsvoll. Staatsfinanzen. Da gehen wir sicher an der Chambre das Wort drauf an, aber wenn wir die Schuldenpolitik nicht bremsen, dann verlieren wir eventuell den AAA, den habe ich auch gestern im Radio gesagt, das ist ein großes Risiko. Wenn wir den verlieren, ist es nicht nur ein Problem für den Finanzplatz, aber ihr müsst wissen, dass die Rating, die ein Land kriegt, auch appliziert wird auf die Ökonomie, auf Firmen. Und auch die Firmen aus dem Land kriegen dann direkt dazu spüren. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir das Verschuldungsniveau unter dem 37% haben. Der Staat soll sich auf seine Kehraufgabe konzentrieren. Wir haben an den letzten Jahren, auch da muss ich wissen, seit der Gambia unter Regierung aus, seit 2013, wurden 20 neue Administrationen gegründet, 4.304 Personen beim Staat zusätzlich angestellt, plus 3.175 Äquivalent Temps plein.
Wir müssen gucken, dass der Staat einfach sich auf keine Aufgabe konzentriert, für das wir auch die öffentlichen Ausgaben unter Kontrolle behalten. Wir haben dann in der Steuerdiskussion, du hast heute darauf angegangen, wir sind gegen Steuererhebungen, wir wollen eine freie Ökonomie, keine dirigierte Ökonomie. Und wenn wir das tun, dann können wir eine engagierte Sozialpolitik machen. Wir können keine Sozialpolitik machen, wenn wir nicht Zuen dafür haben. Das ist also, wenn wir wirklich wollen agieren, da braucht man eine ökonomische Basis, für das zu machen. Dafür muss man der Ökonomie, an der Finanzplatz, an allen anderen Akteuren die Möglichkeit geben, wir können so funktionieren, dass wir weiter auch konkurrenzfähig sind. Ich will aufschließen, weil ich will nicht ganz lang schwätzen, mit zwei Sujeten, die aber auch ganz wichtig sind. Das eine ist Sicherheit und das andere ist Freiheit. Heute zu Ettelbruck wie auf anderen Plätzen im Land hat man unschöne Evenementen in letzter Zeit. Wir haben ein Unsicherheitsgefühl am Land, das wiest. Das ist heute, das ist auch an der Stadt, natürlich auf der Gerde, das ist zu Echten, das ist auf anderen Plätzen. So ein Unsicherheitsgefühl wollen wir nicht als ADR. Es sind Entwicklungen auch in Europa, die auf keinen Fall für uns vorkommen. Auf keinen Fall. Wir hatten Lutze Straßburg etwas, wo noch viele Leute von uns schockiert, von Städten bis auf die sozialen Medien verfolgt wurden, dass eine junge Frau an das Gesicht geschlagen hat, weil sie eine Juppe hat. Das geht heute mit uns niemals. Wir wollen auch hingehen, und auch was Frauenrechte angeht. Die Gens Feminismus upprangeren, den sich für Quoten einsetzt, aber nicht fertig bringt, Burka zu verbieten. Das sind Sachen, wo wir haben eine Position, aber wir werden die auch weiter thematisieren. Wir wollen der Polizei und der Justiz alle Mittel geben, die sie brauchen, für die Sicherheit hier im Land zu garantieren. Wir wollen, dass all Dienste, auch die WAN und andere, die am Sicherheitsbereich arbeiten, die Mittel haben, die sie brauchen, wie die Leute nie das Gefühl haben, unsicher zu sein, wenn sie auf die Straße rausgehen, auch die Elerleute nicht, auch die Frauen nicht. Wir hätten gerne, dass in diesem Land das Sicherheitsgefühl bleibt, was wir brauchen, für auch als freie Gesellschaft können zu existieren. Und wir wollen Freiheiten verteidigen. Freiheiten von den Menschen, die sind auch ein Gefahr. Sie sind ein Gefahr, auch weil wir eine Doktrin von der politischen Korrektheit immer mehr stark zu spüren kriegen. Wir haben Gesetze, bei denen Leute heute schon Angst haben, hier Meinung zu suchen, weil sie fährten, wenn es der Meinung, die eine politisch legitime Form von Ausdruck ist, eventuell können Gerichtsprozesse zu kriegen. Das könnt auch für uns nicht aufrufen. Wir werden uns dagegen wehren. Wir wollen, dass die, solange natürlich nicht impertinent ist, wir wollen den Klima, den Unterdrückungsklima, den Angstklima, wenn man eine Meinung hat, die will man lassen. Wir können keine demokratische Gesellschaft sein, wenn wir nicht den Druck wegholen. Und das geht immer mehr weit. Wir hatten nur für kurzem den Fall von einem Footballspieler, den Herr Asselborn geschrieben hat, den sanktioniert gehen von einem Verband, weil er eine Meinung geäußert hat. Das kann nicht sein. Wir haben Fälle am Europäischen Parlament. Das ist auch ganz interessant, weil bislang haben wir von Hassverbrechen geschwätzt, von einer Penalisierung für sogenannte Fake News. Ganz interessant Strömungen am Europäischen Parlament. Du hast gesagt, weil Europa an der Covid-Krise eigentlich nicht viel gemerkt hat, ein paar Millionen, also am Anfang glommer den Hilfspaket, den kann ich noch diskutieren. Aber ganz lange hat die Europäische Union praktisch keine Aktivität gehabt an der Covid-Krise. Du hast dich am Europäischen Parlament abgeregt von ganz vielen Leuten, die gesagt haben, das wäre Fake News. Europa hat ganz viel gemerkt, aber Fake News müsste noch bestraft in der Zukunft. Alles das sind Tendenzen, wo ich muss sagen, hey, wir machen das nicht mit, aber wir werden das thematisieren. Wir wollen, dass Leute einfach, dass man die Freiheit verteidigen. Meinungsfreiheit und Pluralismus auch an der Presse. Das gehört zu den Grundrechten. Und die Grundrechte an der Covid-Krise haben wir auch verteidigt. Weil heute in dem Roy Reding seine Proposition der Revision der Konstitution erinnern, wir können auch am Etat de Krise Decisionen von der Regierung einem Kontrolle jurisdiktionell zu erleben. Wir werden in nächster Zukunft auch mit einer Proposition kommen, gucken nach der genauen Form, dass man nicht Grundrechte einschränken, ohne eine Zweidrittelmajorität am Parlament zu haben. Wenn wir nicht gucken, den Auftrag von der ADR, den Auftrag, den wir am politischen Spektrum haben,
Dat ist nicht nur, weil ich am Anfang gesagt habe, dass wir ein Menschenbild vertreten, das sonst keine Partei mehr vertritt, dass wir uns für die Familie bekennen, dass wir uns zu unserem Land bekennen. Aber auch muss klar sein, dass wir uns wie keine andere Partei dafür einsetzen, dass wir eine freie und demokratische Gesellschaft bleiben. Ich sage nicht merci.